An der Abbei Neumünster war der Konkurs für Jungforscher. Heute kann alle Schüler aus dem Land mitmachen und ein Forschungsprojekt vorstellen. Wir haben den 43. Konkurs Jungforscher organisiert für Jungleute, durch 11 von 21 Jahren hier Erbichten an Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften können präsentieren. Dort Erbichten zum Beispiel an der Bio, an der Chemie, an der Physik, mehr an der Geschichte, an den Sozialwissenschaften. Also der Konkurs ist breit gefächert, dafür geht für ihn ab. Also Projekt ist Wake Up TV. Das heißt, wir haben eine App kreiert, für die Leute selbst aufzustehen. Also Projekt ist am Anfang ein Data 3D-Printer. Also das ist ein 3D-Drucker, mit dem ein bisschen unterschiedlich ist von den traditionellen Drucker. Es geht alles über ein Dreieck, den am Anfang äquilateral ist. Und halt immer am Theorem de Pythagor gehen Koordinaten berechnet. Letztes Jahr war eine Roboterhand, die 3 Fanger hat, wo die ganzen Motoren und der Controller auf einem Holz vibriert waren. Und dieses Jahr haben wir das ganz so evaluiert, dass wir 5 Fanger dran haben. Es sind viele junge Leute, die mitgemacht haben. Und das fand ich ganz, ganz flott, dass man fertig Prototypen begeistert. Und die können ja dann ein paar Mal hinter den Nähe mitmachen. Und das erfüllt mich ganz großer Frieden. Die Konkurrenz ist aber hart. Die Roboterhand oder so ist am Ende ein grosser Favorit, selbst wie den 3D-Drucker. Und ich meine nicht, dass wir Lowerte gewinnen, aber ich rechne aber, dass wir einen Platz aber schon vorbei kriegen. Das ist eine Equipe, die wird auf den Intel ICEF-Konkurs gehen. Das ist der weltgrößte Wissenschaftskonkurs in Amerika, das ist zu Los Angeles. Dann haben wir auch heute den Conference Director vom London International Youth Science Forum zu London, 14 Tage, wo sie mit Nobelpreisträgern zusammenkommen, Labore gucken gehen, Forschungszentren gesehen. Mein Favorit ist den, für das Lunch kommen sie mit meiner Tochter, das sind Boven aus dem College mit der elektronischen Hand. Wie sind deine Impressionen? Ich fand ganz gut, dass immens viele Leute hier sehen. Sind noch immens viele Schüler aus anderen Ländern hier. Also das ist wirklich interessant, auch zu sehen, was die Leute alle recht tun und mit was sie sich alles beschäftigt haben. Auf der einen Seite gesehen so, wie so eine Recherche funktioniert, dass vielleicht nicht alles direkt klappt und das ist aber voll ein Pluspunkt, nur wenn sie auf die Uni gehen oder je nachdem, was sie wollen am Beruf machen. Das ist immer gut für den CV, wenn er ein bisschen mehr gemacht hat und ja, wenn er sich außerhalb von der Schule engagiert. Dann hat mehr Chancen auf einen Unisplatz oder einen Job. Eine Equipe, das kann bis zu 3 Personen sein, die eine Arbeit vorstellen. Die können einen Mentor haben, einen Tutor, am Sport gibt es so einen Coach. Dem ist natürlich nicht die Arbeit, mehr kann ihnen aber helfen, für eine gewisse Direktion anzuschlagen, für verschiedene Twios zu kreieren. Und dann war ich aber 2-3 Mal bestimmt an der Woche bei meinem Kollegen, immer von 3 bis 9 so. Und das war wirklich viel Arbeit. Aber Selbstverständlich sind ich beeindruckt. Ich meine, da sind immer beeindruckt, wenn ich Sachen gesagt wo ihr sich seht, wenn ich das machen oder wie mehr den Alter hat an der Schule, wir hätten das wahrscheinlich nicht rumgebracht, dann hätten die mal nicht. War es schwierig, einen Gewinner zu finden? Ja, schwierig ist das sicherlich, weil man muss erst 2 Wochen alles durchlesen, dann in 3 Stunden müssen wir mit aller Gruppe lesen und dann haben wir noch verschiedene Mitglieder, die müssen miteinander überlegen, wer ist am besten und warum, ja, weil man muss gut entscheiden, was gut ist und was nicht, wer hat richtig Forschung gemacht und auch man muss mitrechnen, wie alt sind die Leute. Da ich sicher sind, der Zukunft von diesem Ländchen in guten Händen ist, wenn wir es fertig bringen, sie zu unterstützen, an dem Message, den sie uns geben, das wird mich am meisten beeindruckt, nie auf der Qualität von ihren Arbeiten. Glauben Sie, dass die Gewinner hier Chancen auf einem internationalen Niveau haben? Ja, sicher. Ja, die gehören wirklich dazu. Das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen. Vor 2 Jahren hier war eine Knoblauchgruppe und die hat super Forschung gemacht. Das geht über die ganze Welt. In China haben wir einen 3. Preis geholt. In Holland haben wir eine Silbermedaille geholt bei einer Olympiade für Nachhaltigkeit und wissenschaftlich Denken. Ich habe von uns 3 ein Video im Internet gesehen von einem englischen Beruf, den von Geburt keine Rechtshand hat. An den hat müssen ganz viele Firmen, zum Beispiel auch das Mercedes-Team von der Formel 1 frohen, für dass sie ihm helfen, das Ganze zu finanzieren. Also war die Grundidee von unserem Projekt, für sich eine Roboterhand zu bauen, die auf Basis von geringen Kosten und dummer auch einfacher Mechaniker und Elektroniker ist. Willst du später hin in Richtung Forschung gehen oder gar nicht? Mein Ziel ist es, das zu packen. Aber ob Forschen geht mich schon interessieren. Ich finde es wirklich gerne zu experimentieren und zu forschen. Ich verbringe gerne meine Freizeit, um die Fragen zu stellen und sie dann auch zu beantworten. Die sind dabei, das wird gesehen und die sieht man später wieder zurück. Das sind genau diese Leute.